Ja, liebe Freunde, der Benny ist heute bei uns. Grüß euch, hallo. Erzählt wieder zu Besuch, freut mich. Ja, auch. Der Benny ist 38 Jahre, spielt das 3-4 Jahre jetzt circa. Ja, so 3,5 Jahre jetzt, seit Februar Benny, 23. von wo bist du? Ich komme aus Sterzhausen, das ist in Hessen in Deutschland, also gut 100 Kilometer nördlich von Frankfurt, zwischen Kassel und Frankfurt. Genau, Benny ist verheiratet, 2 Kinder hat er Genau. und nebenbei ein bisschen Harmonika spielen noch Genau, das ist zum Ausgleich. zum Ausgleich. Sehr Wir gut. machen jetzt gleich, er macht gerne ein flottes Stückchen, so spielen wir jetzt die Tiroler Baumwollkapelle. Super. Ja, Das macht gut gemacht. Spaß, macht da Freude. Gemeinsam, gell? Ja, ganz was anderes. Wie viel übst du? Übst du regelmäßig? Also am Anfang war es doch häufiger, als die Steirische kam 2023, als ich dir eine WhatsApp geschrieben habe. Und dann War der Start, oder? Genau, und da war der Start und du hast gleich so nett zurückgeschrieben, das fand ich so super. Und dann kam die Harmonika gleich sofort nach Hause und ich konnte gleich starten, das war ganz unkompliziert. Ah, fein. Und dann habe ich jeden Tag geübt, wirklich manchmal eine Stunde, dann ging die Zeit so schnell rum, die hatte ich dann vergessen und so weiter. Meine Tochter war auch schon da, die erste. Und jetzt nach der Zeit, das zweite Kind kommt dazu und der Alltagsstress und Man kann die gewissen Beruf und Lieder so. schon, oder? Ja, genau. Man sucht sich natürlich auch die Lieder gerne aus, die man gerne spielen würde. Und da ist ein bisschen weniger geworden mit dem Üben. Manchmal greife ich dann auch nur mal 10 Minuten am Tag zur Harmonika. Aber schon fast täglich. Jetzt nicht mehr ganz so täglich. Na, aber am Anfang fleißig gewesen. Am Anfang war ich richtig fleißig, genau. Und da schnell Fortschritte gemacht, oder? Ja, ich habe am Anfang habe ich mich an den Ablaufplan gehalten. Und dann kamen so die ersten Erfolgserlebnisse und das gibt dann Wie richtig es die meisten geht. gibt's dann so Motivationsschub und dann bleibt man auch gern am Ball. Ja, es Und- ist aber ein schöner Ausgleich, gell? Genau. Und dir macht das so viel Spaß. Das macht finde ich. Spaß. Also wenn ich die Harmonika so in die Hand nehme, ich spiele auch noch andere Instrumente. Und dann ist das so für mich so, man vergisst den Alltag, man schaltet mal ab. Hast Und- du Akkorde gespielt? Nee, gar nicht. Ist nicht. Nee, Okay. ich, Weil es ja doch relativ leicht ist von der nee, Koordination. ich bin Schlagzeuger Schlagzeug, eigentlich, spiele Gitarre, Klavier, bin Musiklehrer an der Schule, also Musiklehrer Also im Musik? Bio. Genau, Okay. Lehrer an der Schule und da kommt so ein bisschen die Koordination vielleicht mir zugute, vom Schlagzeug auch die Unabhängigkeit, dass das Ah ja, vom das Klavier war- ein bisschen. Und ein bisschen Gehör. Also ich glaube, Genau. es ist oft schon gut, wenn man ein Musikgehör schon entwickelt hat, dann hört man leichter und genau. Ja, richtig. Na, fein. Wir machen einen Bayerischen drauf. Also steht, dass ihr mit dabei seid. So ein Benny zuhört an mir. Heute, wir haben es ja da fein warm.
Super. Der bradelt uns gescheit, ja. Sonne Wir machen- blendet. Und einen Rucksack hinten oben und so machen wir Zum Wandern. einen Rucksack praktisch. Jetzt haben wir einen Rucksack oben, oder? Jawohl, jetzt gehen wir wandern. Dem schönen Wetter entgegen. Auf die Alm. Ein cooler Rhythmus. Macht Da Spaß. ist ein schmissiges Stickerl. Borischer macht schon Spaß. Wie motivierst du dich oft mit Üben? Hast du die Harmonika immer raus oder packst du es da ein? Ich packe sie erstmal ein, damit die Kinder nicht so dran gehen, damit sie Ach noch so, umfällt okay. und so weiter. So sind ja noch ein Was bisschen tust du kleiner. dir Die- oft immer stehen lassen, dass man es schön sieht und so? Ja, genau, das motiviert ja auch, sieht ja auch schön aus. Aber du bist zu auch. Du nimmst es dann immer raus. Genau. Nehme ich immer raus, hängen sie mir um, spielen ein bisschen. Also ein bisschen süchtig schon. Ja, Harmonika süchtig. muss dazu sagen, warum ich damit überhaupt angefangen habe, Ja. ist, mein Vater spielt auch Steirische. Okay. Und der hat das in den 80ern, Ende 70, Anfang 80, glaube ich, gelernt von einem Freund. Und das ist schon relativ selten bei uns in Hessen, das Instrument, so in den 80er Jahren auch. Das war ein Freund, der fuhr immer in den Urlaub hierher. Und der hat das meinem Vater so ein bisschen gezeigt, so ein paar Griffe. Der hat sich da so ein bisschen durchgewurstelt. Grüße ich meinen Vater übrigens auch, der wird sich das Video bestimmt angucken. Und, Dann schön, dass er das nach Gehör gelernt hat. Ganz der hat das ohne nach, Noten, oder? nach Gehör gelernt, genau auch. Und also relativ ohne System. Und da habe ich mir gedacht, ich bin damit auch ein bisschen aufgewachsen. Wir sind auch in die Berge in Urlaub gefahren, Zillertaler Schürzenjäger und sowas Okay, alles ja. dazugehört. Dann hat man den Und- Bill im Herzen. Genau, und da wollte ich ihm auch so ein bisschen eine Freude machen, mit ihm zusammen musikalisch Zeit zu verbringen. Schön. Und er freut sich auch tierisch drüber. Nein, ist glaube ich super. Und Steirische spielt ja echt für Jung. Wir haben die jüngsten Schüler 4, 5, die meisten 6, 7, die Kinder. Und dann in unserem Alter, wir sind ja ziemlich gleich alt, Ja. 35, 38. Also da sind auch ganz viele, wo wir da lernen mit 20 und der älteste ist glaube ich 84. Also man kann die Steirische echt von jung bis alt. Also jeder, der zuschaut, ich finde, es ist einfach cool, wenn man nach der Arbeit heimkommt, wenn man ein paar Stickerl spielt, oder? Wenn man vom Wandern, Sport Genau. und Musik, das Schönste. Ja. Ein super Hobby. Und vor allem auch irgendwie so Meditation, ein schöner Ausgleich. Es ist ja so eine Therapie, es tut eigentlich gut. Oder wenn es dann mal nicht so gut geht, spielst du ein paar Stickerl. Wird's und dann gleich besser. dann hast du einen Akku wieder Gedanken irgendwie so. Ja. Und also cool, dass der Papa spielt da. Und zum Lernen, weil du hast sicher ein paar Instrumente nach Noten gelernt, oder? Ja, also Und das spielst du jetzt nur noch Gehör. Also das- keine Noten, keine Griffschrift, nichts. nein, Ja? nichts. Gar nichts. Das Also, taugt aber, oder? also das ist wirklich nach Gehörspielen. Man kann auch gleich so ein bisschen, wenn man mit anderen zusammenspielt, auch auf etwas reagieren. Das kann man mit den Noten ja nicht. Noten sind ja wichtig,
Zur Überlieferung auch. Das Zum hat ja, Im Leben lesen schadet genau, auch nicht. das ist wichtig, aber wenn man dann nach Gehör spielt, dann kann man auch sofort mal, dann ist man freier, man kann gleich auf etwas reagieren, wenn Das jemand finde ich irgendwie auch. was vorgibt, man kann leiser spielen, lauter spielen, man kann mitgehen, man kann sich zurücknehmen. Das steht merkt man, wenn du einmal einen Fehler machst, du spielst halt weiter, du hast die Melodie im Kopf und man fühlt sich viel mehr rein, gell? Genau, also viele steht ja in den Noten drin, aber so das Schmissige, so ein bisschen dieses Gefühl reinlegen, das kommt dann irgendwie eher nach Gehör. Ja, schön, dass du das so sagst. Weil ich habe auch beides gemacht im langen Griffschrift und da lernst du schon die Lieder und auch auswendig. Aber es ist was anderes, wie wenn du das so frei machst. Genau. Weil du einfach mehr Gefühl drin hast und das mehr verstehst, das Instrument. Dann auch einen Aufbau und richtig. Fein, machen wir jetzt ein ruhiges Stück vom Bixenherbert, gell? Genau, den Sommernachtswalzer. Wir haben ja gerade Sommer. Passt. Sommernacht. Die Sommernacht, sie wittert schon ein bisschen, gell? Bisschen vergriffen, aber das passiert leider. Aber schön, dass das glaube ich, auch, muss man auch trainieren, dass man trotzdem immer wieder im Fluss bleibt und, Genau. und auch wieder reinfindet und so. Und wie übt man das einfach? Das ist auch mit den Videos gut zu üben. Mitspielen. Wenn man mitspielt. Spielst du da immer wieder mit? Ja, ich spiele auch mit und dann, du spielst ja Wien Urberg Ja. oder Josef, ist ja egal. Wien Urberg geht das und da muss man einfach wieder reinfinden. Genau, vielleicht auch kurz, weil für die Videos, es gibt ja verschiedene, wo Lernvideos haben und sowas gefällt, aber unsere Videos bei uns, Also insgesamt, am Anfang fand ich schon den Erstkontakt super sympathisch. Und so wie der Hubert hier auch in den Videos immer rüberkommt, so ist er auch wirklich in Wirklichkeit, danke. wenn man hierher kommt, super sympathisch, super nett, hilfsbereit. Man bekommt auch immer eine Antwort, wenn man eine Frage hat, per WhatsApp oder so. Und das war mir schon immer sympathisch. Ich habe mir die Videos auch bei YouTube angeguckt. Ich habe am Anfang geguckt, wo kann ich Harmonika lernen, wo bekomme ich auch eine her. Und viele Videos bei YouTube angeguckt. Und Da da kommt bin ich man sofort gleich beim irgendwie zu uns, Zierfuchs hängen geblieben und das war super sympathisch und die Internetseite ist super aufgebaut. Glück mit dem Bruder, der Matthias, gell? Das fand ich auch, dass das familiäre, 3 Brüder, die es zusammen machen, das hat mir auch sehr gut gefallen und der Aufbau von der Internetseite ist super, das ist pädagogisch gut aufgebaut. Man Ja. kann sich eine Liste machen, man kann ankreuzen, das lerne ich gerade, das, Die grünen Punkte. die grünen Punkte, den roten Ja. Punkt, das kann ich schon und das gibt Motivation, immer weiter zu machen. Das Hast ist du die schon sehr gut. Freunde-Funktion auch mal probiert schon? Die habe ich mir schon angeguckt. Ich habe geguckt, wo im Norden, Es sind so nicht viele, aber wir Mitte haben von ein paar, Deutschland, glaube ich, wo Leute sind, die auch hier bei Zierfuchs vernetzt sind. Es sind ein paar bei mir in der Gegend.
werde ich demnächst bestimmt mal anschreiben und Die sind vielleicht auch eigentlich mal. total schön, in die Stammtisch Funktion mit zu machen. Freunden, dass man schon sieht, man kann so einen Stammtisch machen und da entstehen so viele schöne Freundschaften Ja. und man trifft andere Leute, die Steinische spielen. Das ist eigentlich total gut angenommen. Das ist auch immer schön. Ja. Zusammen Musik machen ist sowieso Ja. immer schön. Wir treffen uns auch. Motiviert auch. Man ist dann wieder motiviert, man hört dann neue Lieder von Kollegen. Ah, das muss ich auch lernen. Genau. Und das geht ja immer, wie kann man sich motivieren, glaube ich. Und ich glaube, wenn man mal ein Seminar bei uns macht oder mit Freunden trifft oder mal einen Urlaub macht da und dann wieder eine Stunde Unterricht, also ist schon. Ist ja auch so ein bisschen, man holt sich den Österreich-Urlaub oder Slowenien, wenn man Obergreiner spielt, ist es ja auch, holt man sich so ein bisschen nach Hause. Genau, mit der Musik, Ja, genau. die Berge wisst ihr. Ja, genau. Ja, ich glaube, einiges haben wir erzählt. Jetzt bist du Urlaub da. Ja, Genau, wie lange noch. bist du? Bis Samstag, dann fahren Ein wir. paar Tage noch. Hoffen wir noch auf ein bisschen schönes Wetter, dass wir noch mal in den See gehen können und so weiter. Schwimmen und baden. Machst Genau. hobbymäßig auch gerne. Was machst du sonst? Musik? Also Familie? Musik ist mein Hobby. Was machst du Beruf? Ich bin Lehrer. Ah, habe ich Genau, nicht Lehrer. aufgepasst. Lehrer natürlich. In der genau. Schule, genau. Das sind Sommerferien. Jetzt sind Sommerferien, genau. Richtig. Fein. Vielleicht klappt das auch mal mit einem Seminar bei euch. Würde mich auch freuen. Ich bin immer so ein bisschen an die Ferien gebunden. Genau, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal ein Sommerseminar machen. Ja, gern. Das ist immer schwierig wegen der Saison und so. Ja? Aber da bleiben wir in Kontakt. Dann machen wir jetzt noch die Autobahn. Auf der Autobahn. Da geht es dann wieder nach Hause. Auf Da der geht's Autobahn. nach Hause. Oder irgendwie hierher, je nachdem. Singen auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Cool. Danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Wenn ihr nett, dass du dabei warst, zum Ja. dritten Mal, vierten Mal, Zum dritten Mal. zum dritten Mal bei uns. Komm immer gerne, wenn wir im Urlaub hier sind. Nicht das letzte Mal, gell? Nein, auf keinen Fall das letzte Mal. Nochmal, wenn ihr, cool. Nett war's. Danke, dass es Danke. geklappt hat. Jetzt Ja, haben wir schön. Schüler wieder auch gern. Sehr gut. Und du bleibst die dran, machst weiter so. Ich bleib weiter dran. Merkt fleißig. Und mit den Hausübungen, ja, fleißig weiterleben. Schöne Zeit, schönen Sommer. Viel Spaß euch Und noch. dann bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.